Alles klar, Freunde. Ich habe soweit offscreen alles vorbereitet, was wir irgendwie machen könnten oder irgendwie was vor allem sinnvoll war. Damit wir jetzt mit dem Kapitel 16 soweit abschließen können. Dem, ja gut, ich sage noch nichts, war. Ich wollte gerade sagen, irgendwie eine Art Nummer, ob es jetzt das letzte Kapitel ist. Nee, das ist noch nicht ganz, aber wir sind auf der Endspur. So, erst einmal, wir haben, ja, ihr seht jetzt, ich meine, die hier kann man eigentlich ignorieren. Andere Entwicklungsstile noch ein bisschen angepasst. Dort, wo ich eigentlich gar nichts mehr zu tun habe, habe ich mehr auf Autorität gesetzt, wegen Bataillon und so. Deswegen sieht die neue Ordnung jetzt ein bisschen so aus. Also hat sich nicht so viel jetzt getan. Zum Glück auch nicht, muss ich nicht immer alles verändern, nicht wahr? Ansonsten bei den Items haben wir es ein bisschen jetzt so versucht, dass Edelgard und KKG, da kann ich ganz kurz, weil ich habe es noch geschmiedet, deswegen kann ich mal die Reihenfolge noch ganz kurz anpassen. Also klar, wir haben ja im Prinzip pro Charakter einfach einen Waffentyp, wo es ein bisschen, ja, doch, wo eigentlich Hauptsache ist. Moment. Entschuldigung, da hat er gerade müssen niesen. Aber kommt vermutlich noch Stahlpanzerhände, ewige Schöpferschwert, doch stimmt eigentlich, also fast stimmt soweit. So, jetzt schon mal wesentlich besser wieder, wa? Ja, eben soweit ein bisschen das mit den Waffen, die ich ein bisschen upgradet habe, sind stehen so ein bisschen unten. Ist aber auch nicht so weiter wild. Bei den Waffen, die größte Veränderung, die passiert ist, war bei Caspar. Bei ihm bin ich jetzt ein bisschen mehr auf Crit gegangen, auch mit den Fertigkeiten. Wenn wir nachher gleich sehen werden, wegen Kriegsmeister und so. Bietet sich ein bisschen an bei Bernadetta, aber mit Miniaturbogen wegen der Nähe. Da bietet es sich halt auch ein bisschen an, damit sie auch aus nächster Nähe schießen kann. So, genau, Edelgard hat ein anderes Item, jetzt ein Silber Shield, weil ich mir doch auch ein bisschen mehr auf Defense gehen will. Oder versuchen will zumindest. Petra, nichts Neues, das stimmt. Felix eigentlich auch nicht, nee, sonst das gleiche. Ingrid, nee, eigentlich auch soweit. Raphael, oh, ein bisschen mehr auf Axt und Fäuste. Nichts Neues, hier ist er noch mit den Schwertern noch ein bisschen am trainieren, wir wissen ja warum. Cevisa auch gleich geblieben und Shamir, ja, eigentlich auch bloß ein bisschen repariert oder modifiziert. Whatever. Die Fertigkeiten sind auch ungefähr die gleichen geblieben. Hier und da auch die Reihenfolge ein bisschen angepasst oder halt neue Fertigkeiten durch alte angepasst. Beziehungsweise ersetzt. Was jetzt irgendwie auch in meinem aktuellen Spielstil ein bisschen mehr Sinn gemacht hat. Bei Caspar halt vor allem KP plus 5, weil ich mir gedacht habe, ja doch, das bringt was. Und eben er halt auch auf die Magier losgeht, da sind auch Zauberer rein und so, waffenloser Kampf sowieso, der muss rein. Dass er quasi wirklich wie eine Ein-Mann-Armee ist. Und auch wenn er halt nicht viel Defense hat, kann er doch eigentlich mit dem KP einiges anfangen. So. Ansonsten Benedetta, Dorothea, nö, bei ihr ist immer was passieren, was ich noch so selten eingesetzt habe. Bei Petra mit dem Exitus haben wir auch zu selten jetzt gesehen. Fällt mal so by the way auf. Ingrid jetzt halt ein bisschen Schwertbrecher und Axtbrecher. Ob Sinn macht, keinen Plan, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Was auffällt, wir haben hier bei ihr noch die Erneuerung. Naja. Ansonsten passt alles. Wir haben hier noch den defensiven Hieb. Jo. Passt auch. Oder wir passend gemacht. Genau, Bogen Level 5 hat sie ja bereits. Ja, bereits Land Level 5. Perfekt. Ja, ein bisschen die Kampftechniken, aber will ich jetzt auch nicht mehr zu viele Worte davon verlieren. Ich würde sagen, sie werden dann eher ein bisschen in Aktion. Wir halt noch mit Schwerten bezwingen, weil sie auf KP auf 1 sitzt, das ist natürlich immer geil. Spalter, Machtschlagen, Bombardement. Und auch hier zum Beispiel
Ketra ein bisschen wendige Klingen, mit ein bisschen flinker ist und so, genauso wie bei Felix, die doch relativ schnell eigentlich unterwegs sind. Bei einem Fokus, damit sich Raphael auch selbst heilen kann. Macht bei so einem großen Brocken eigentlich schon Sinn. Ja, die Bataillon noch ein bisschen modifiziert, eigentlich dort, wo es ging. Diejenigen ausgerüstet mit der größten Reichweite. Und auch dem größten Level von dem her. Ja. Ein bisschen sowas halt. Also schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber jetzt nicht so viel, dass irgendwie jetzt ja, es halt nicht so viel zu tun gab. Ring wird halt rausgenommen, weil sie hätte zwar auch die coolen Fähigkeiten und so, aber leider ist ihr Level zu gering. Da müssen wir ein bisschen aufstocken, weil es ist, glaube ich, sogar noch auf dem letzten Rang mit E+ und so, und das ist schon ein bisschen kacke. Ja. Quatschen würde ich jetzt eigentlich nicht mehr viel. Weil wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich noch viel Quatsch, obwohl knapp 6 Minuten. Einfach in ein, zwei Gespräche hin war. これで全員か。主の命を狙う者は。何？撃ち漏らしが。誰ですかな？私だ。貸し一つな。シャミア殿。ここで何を？君と同じだ。ただ相手が限られる。セイロス騎士団の暗部。これがなかなかに厄介でね。まあ私も所属していたんだが。なるほど。これは不覚でした。このところ騎士団の手合いが減っているとは思っていたのですが、貴殿が受け持ってくれていたとは感謝しておきましょう。それが私の仕事だ。気にするな。しかし、かつての仕事仲間の命を奪う、そのことに思うところはないのですかな。君は全く気にしないように見えるが、私には聞くのか。貴殿は私ではありませんから。教えるのはためらわれますか。まあいい。騎士団で働いていたのはレアさんに拾われた恩返しだ。恩を返し終えたから今ここにいる。敬虔な騎士たちからすれば不義理極まりないんだろうが、セイロス教もフォドラのやり方も私には無関係だ。そうでしたな。貴殿はフォドラの西、ダグザの出でした。確かに心強い味方ですよ、貴殿は。味方であるうちはですが。心配しすぎると早死にするぞ、キューベルト。Erstaunlich, dass Hubert doch so von ihr denkt. Wenn ich mal dabei bin, dann ganz kurz das letzte Mal mit Kaspar, zumindest fürs Erste. カスパル、最近調子はどうだ？あ、シャミヤさん。あ、いや、全然普通だぜ。普通。どうした君？別にどうもしないぜ。それならもっと普通に振る舞えんのか。何かあるなら言え。いや、そう言われても。らしくないな君。その歯切れの悪さは何だ？わかったよ、言うよ。実はあんたの話を聞いたんだ。帝国軍とダグザ軍の戦い、あんたも参加してたんだってな。そうだ。それでその戦いであんた大切な人を失ったって聞いた。そんなこともあったかもしれん。それがどうした？どうしたじゃねえだろ。俺、あんたは戦ってねえと思ってたんだ。ダグザと帝国は戦ったけど、俺たちには関係ねえ。だから仲良くできるって。けどそれどころじゃなかった。帝国はあんたの大切な人の仇で。君に何の関係がある？親父がやったことだ。俺だって無関係とは言えねえだろ。無関係でないならばどうするんだ？責任を取ってくれるのか？ああ、何ができるかわからないけど、俺が生き返らせてみろ。え？責任を取りたいなら
奪った命を返せ。生き返らせろ。できないだろう。だったら同情はいらん。けど昨日の敵は今日の友なんだよな。わだかまりを捨てて私と付き合ってみせろよ、カスパル。畜生。俺は Theoretisch guter Ansatz, nur ist es halt zum Teil ein bisschen schwierig, nicht wahr? So, ist aber genug davon, Freunde. Wir legen endlich los mit der Mission. Belagerung von Ironrot. Oder wie auch immer.王都フェルディアへの侵攻を確実なものとするため、エーデルガルトは国境の要所に築かれた城塞都市アリアンロッド吸収を決断。一方アリアンロッドではブレーダッド家に仕える女魔導士コルネリアと大貴族フラルダリウス家の当主ロドリグラが守りを固めていた。Ja, wobei aus dieser Cornel wird noch nicht so richtig schlau. Dass echt jemand so ist, der loyal zum Königreich ist. Oder halt doch eher vielleicht jemand, der zu diesen seltsamen Typen namens Talos gehört, dieser schwarzen Magie-Gruppierung, die wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber zuletzt dort, wo ja wir mit Sotis verschmolzen sind. Okay, geht direkt los. Dann gucken wir erstmal die Karte an. Wir greifen mehreren Plätzen an. Das könnte interessant werden. Fragezeichen. Was ist mit ihren Magiern da hinten? Wallenwaffen und Vorrichtungen. Oh, das klingt nicht gut. Ach du Scheiße, Titanus. Was Riesenklingenkata ist die Waffe. Schwertspezialisten, Axtbrecher. Barrierewerke, Pavise und Aegis. Ach du Scheiße. Okay, da muss er aber ziemlich mit Magie draufhauen. Und sie haben einige davon. Das wird lustig. Okay, hier ist auch noch so einer. Ein paar grimmige Typen unterwegs. Und eine Truhe gibt es auch noch. Krass. Ist das jemand von uns hier hinten? Nee, oder? Türschlüssel benötigt. Okay, theoretisch könnte Petra hier aufmachen. Wir können mit einer Gruppierung da durch. Wir haben 3 hier, die sich... und dann auch gegen Magier behaupten müssen, aber eher weniger, weil die erstmal durchkommen müssten. Okay, da heißt vor allem gegen die fetten Typen. Der ist ja, gut, das ist ein Rittmeister, ja, aber das sind halt eben physische Einheiten, da müssen wir irgendwie hinkriegen. Soll aber schon eine Art Stoßtrupp sein, ich meine, ich finde die 3 gar nicht mal so schlecht, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich meine, Casper und Raphael sowieso geil. Vielleicht noch ein Mage, der noch heilen kann. Also angreifen plus heilen. Wäre, glaube ich, hier nicht die dümmste Idee. Was haben wir sonst so für Waffen? Den kriege ich wohl die Kriegerachse, aber den man noch Tomahawk klauen könnte. Bis auf die fetten Viecher, aber ansonsten alles relativ klar. Jo.
Also, wenn wir sagen, wird Zeit für die Einheiten planen. Also die beiden kommen sowieso mit. Dann brauche ich natürlich an der Front Petra. Und nun. Brauchen ja viele Bogenschützen. Mein Bernie ist klar, weil sie muss noch ein bisschen trainieren. Für ihre spezielle Fähigkeit, die man gerade hier wieder mal nicht sieht, aber egal. Könnt ihr hier eigentlich direkt Charmer mitgeben. Für doppelte Schützenpower und so. Und Shai muss nicht unbedingt dabei sein. An der Front meine ich halt. So. Dann war noch etwas wegen den Mages, wo ich ein paar brauche. Aber Huber kann sich nicht schaden. Dorothea ist klar wegen der Reichweite. Ein Magier, der angreifen und direkt noch heilen kann und relativ zuverlässig ist, oder sogar sagen Linhardt, geht dann da rechts hoch. Militär ist halt die Frage. Unterstützung oder Front? Wir können mal den Kriegsmeister Kaspar ausprobieren. Die sehen sich auch eher an der Front. Muss mich hier doch relativ viel bewegen, deswegen vielleicht Raphael eher weniger, weil ich bin ja der angreift, nicht der angegriffen wird. So. Dann ist die Frage Ingrid. Vor allem ist die Frage Ingrid ja oder nein, ne? Weil für ja, vor allem gegen die Mages wäre es eigentlich schon nicht schlecht. Oder ist es mehr die Unterstützung? Ihr seht jetzt, ich habe wieder 6 potenzielle Einheiten, die man mitnehmen kann, aber es gehen nur 4 mit, also welche 2 bleiben zu Hause? Thea braucht theoretisch die Erfahrung, muss aber natürlich nicht an der Front sein dafür. Wenn ich Theresa rausschicke. Linhardt und Dorothea 2, die heilen können. Ich kann jetzt natürlich ihn hier einsetzen und Mercedes als Unterstützung. Hätten wir das schon mal, dann würde zwar jetzt theoretisch Lisitair nicht mehr mitkommen. Schwierig, schwierig. Michael kann theoretisch auch Magie einsetzen, so ist es ja nicht. Dann hätten wir 3 Mages und insgesamt 4, dann ist mir glaube ich ein bisschen zu wenig. Das besser bewegen, ne? Da ist natürlich auch so. Wäre das jetzt eine Option? Wo man sagen könnte, okay, hier habe ich halt die Amalie, die sowohl schnell vordringen, aber auch halt schnell agieren muss. Mit einem Magier, aber vielleicht nicht unbedingt sie, sondern eher mit Linhardt. Peter würde gerne hier hin, also quasi um da auch die Tür zu öffnen. Aber wenn sie eh schon schnell ist, wären natürlich 2 Beriteneinheiten, die auch hier sind und mit ihr direkt mitgehen könnten, auch nicht schlecht. Dass ich hier oben gar keine Beriteneinheiten habe, sondern eher solche halt zum Blocken. Und ihn auch schnell anzugreifen. Also quasi wie Kaspar.
mach's doch so. Die 3 da drüben. Und dann hier hätten wir ja, Bewegung 5, Bewegung 5, Bewegung 4. Bewegung 4 bringt also nicht viel. So, wenn ich noch mitgehen würde. Michael, Ferdi und Petra gehen links rüber und der Rest bleibt hier in der Mitte. Das könnte theoretisch funktionieren. Oh, Moment. Natürlich wieder einschalten. So. Jetzt aber. よくも私をたばかってアリアンロッドに攻め寄せてくれましたわね。けれど私も手をこまねいていたわけではありませんの。ぶっ殺してや。さすがは白銀の乙女。目の前にするとその堅牢さがよくわかるわ。特に正面の防備に力を割いているようね。本体が正面を攻めて敵の目を集めている隙に別動隊で東門より侵入しましょう。タイタニス。ついでに目障りな王国軍も。あれがコルネリアの使う魔導の兵器ですか。実物がこれほどとは。Ich wusste doch, die alte ist gefährlich. So, erstmal, weil er sowieso eine riesige Reichweite hat. Neben ihm können wir theoretisch noch was klauen. Dazu vielleicht später mehr. Dann haben wir eine fliegende Einheit, da ist sowieso kein Problem. Dann noch die markieren und ich denke auch noch sie hier. So. Und dann mal würde ich sagen, let's go, wa? Die Musik ist auch nicht schlecht. Okay. Haben wir da vorne erstmal so. Was ich hier eigentlich noch anders machen wollte. Weil wir gerade überlegt haben, Michael wäre eigentlich ein bisschen doof, ich schicke eher Benedetta mit. Weil ich sonst wenig Typen hier habe zum Blocken, versteht ihr? So, sie dürfte überhaupt nicht attackiert werden. Dann wird es hier, eben wie bereits erwähnt, lustig. Aber wir sollen ruhig kommen. Drei Mages hier an der Front. Die Frage, spare ich mir Meteor von ihr lieber für andere Gegner auf? Also für die Riesenteile und so, wie wir vorhin gesehen haben. Aber erstmal gucken, was wir so machen. Vom Langsperr kriegt der ja krass.
jetzt kommen schon die ganz großen Fische. Und ich habe Felix nicht dabei, das ist natürlich jetzt sehr schade. Kampf gegen seinen Vater. Oh ja, stimmt, wäre vielleicht noch cool gewesen in der Cutscene, ja, zum gucken, was sie sich gegenseitig so sagen würden und so. Doof. Sehr doof, okay. Trotzdem, ich gehe mit ihnen weiter. Greife von der linken Flanke an. Weil die beiden sind so jetzt vor allem, die nahe dran sind und die kriege ich auch so platt. Ja, da kriege ich locker platt, das ist gar kein Thema. Dann kann ich ja schon mal in die Nähe gehen. Mal gucken, was hier so abgeht, wa? Sehr gut, sehr gut. Ja, Freunde, wie es weitergeht hier bei dieser silbernen Jungfer, werden wir gespannt sein in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.